Dieses scheiß OBS, ohne Witz, ich flippe halt aus mit der Scheiße da, ehrlich. Was, das ist einfach so random, mal funktioniert's ohne Probleme. Ich muss das Update machen, das wird alles nichts helfen. Das wird einem alles nichts helfen, ich werde das scheiß Update machen müssen, ob ich mag oder nicht. Weil das wird mir langsam splattern, man da jedes Mal so random der Stream einfach einfriert. Das nervt mich einfach. Aber ich ziehe halt so ein OBS-Update immer so lange aus, wie es irgendwie möglich ist, weil OBS-Updaten, das ist einfach der größte Krebs, den was du antun kannst. Ich will noch schnell mal einen Ping in Discord machen. OBS-Verb. OBS braucht einfach jetzt scheinbar doch ein Update. Weil man das ständig, also das heißt ständig, mal kackt's nicht ab und anders mal kackt's wieder ab. Und bei Lords of the Fallen wird schon 4 Mal abkackt insgesamt. Und das nervt mich einfach schon stark. Und ich ziehe eigentlich so OBS-Update immer so lange aus, wie es irgendwie möglich ist, aber jetzt hilft es halt wahrscheinlich leider nicht mehr. Deswegen werde ich wahrscheinlich vermutlich am Dienstag, eventuell, wenn ich Zeit habe, das Update machen. In der Voraussicht oder mit der Hoffnung, dass man nicht alles komplett schießt. Muss ich mal schauen. Aber gut, wir haben wieder live und ich schätze mal, ihr habt Bild und Ton. Also zumindest hoffe ich das jetzt. Wenn es mir jetzt nur mehr abkackt, dann flippe ich aus. Ohne Witz. Aber gut. Also, einfach F5 drucken für die Leute, die wollen den Chat nicht lesen, die werden es hoffentlich schon gespannt, dass OBS angeschmiert ist. Ich habe jetzt extra noch mal einen Ping in Dingens gemacht. In Discord, dass jeder mitkriegt, der wo auf dem Discord-Server ist. Aber gut. Ja. Speer des Hauträubers. Oh, was haben wir da für Waffen? Nein, was möchtest du denn? So. Speer des Hauträubers hat's geheißen. Wo haben wir denn? Diese Agilitätswaffen, die helfen uns leider nichts. Aber gut, jetzt abgesehen davon wechseln die Waffen sowieso nicht mehr, weil wir werden jetzt kaum eine Waffen finden, die wo besser ist wie die unsere jetzt. Zumindest darf man das schwer wundern. Feuersalze, okay. Also das hat jetzt so ausgeschaut, wie wenn es da auch noch was gab. Da hinten liegt auch noch Loot. Ah, Feuersalze, okay. Ja, macht Sinn, Feuersalze im Lava zum Binden. So, wo können wir da sonst noch hin? Da ist ein Lorter, da können wir auf hier rein theoretisch. Aber erst mal umschauen in aller Seelenruhe. Von da haben wir Kämmer, okay. Ansonsten gibt es da nichts, oder wie sehe ich das? Vielleicht maximal einmal im Reich der Toten schauen. Na, schaut jetzt doch nicht so aus, okay. Und dann nehmen wir mal die Lorte. Ah, von der haben wir runtergekommen, oder was? Ah, nein, das ist eine andere Lorte auf jeden Fall. Schauen wir da mal. Oh, hi. Ah, passt. Okay, das ist... Oh, da ist was hier drin. Standard Terrarium-Knoten, Terrarium-Fragment und großer Terrarium-Splitter, das ist gut. Ja, aber sonst gibt es da nichts mehr, oder wie? Na, okay, ja gut. Haben wir zumindest den Loot einmal mitgenommen. Da hinten ein Fassel, weiß ich nicht, ob man da rundum kommt, aber wahrscheinlich Jäger nicht.
Okay. Ja, perfekt. Dann haben wir da, glaube ich, alles abgesucht. Wenn mir nicht alles täuscht. Ja genau, weil die Leiter haben wir... Da haben wir runtergegangen und haben wir dann die Tiere aufgemacht, die wir letztes Mal gefunden haben. Dann haben wir da soweit alles erledigt. Perfekt. Backtracking-Mission Nummer 1 abgeschlossen. Und wir haben sogar eine Quintessenz dabei gefunden. Das ist doch gut. Perfekt. Wie viel Samen habt ihr denn eigentlich? Einen. Okay, einen Setzling. Wir können theoretisch mal einen Setzling machen, wenn es pressiert. Aber aktuell schaut es nicht so danach aus. Jetzt können wir auf alle Fälle mal einen Charakter aufwerten. Und dann teleportieren wir uns einmal in unsere Kathedrale und schauen wir, ob wir unsere Heilung weiter ausbessern können. Oder ob wir da noch mehr Quintessenz brauchen. Müssen wir schauen. Also schon mal, wo sind Sie jetzt? So. Na, geht uns noch eins ab. Bei der nächsten Stufe kriegen wir keine Ladung dazu, aber 10% mehr Heilwirkung. Das heißt, eine Ladung heilt dann schon 85%. Jetzt aktuell sind es 75%. Das merkst du schon brutal. Wenn so eine Heilung fast direkt 75% Heilung macht. Gut, dann nächster Punkt war Backtracking in dem Glockengebiet. Da, in dem Glockenraum. Da habe ich nämlich, wenn man mit dem Aufzug runterfährt, wo wir damals den Schmied gefunden haben, war auch aussieht so bei der Dir noch ein Gebiet, da haben unfassbar starke Gegner gewesen. Das werden wir uns dann anschauen, aber wir schauen jetzt erstmal da lang, weil da irgendwo ist ja der NPC. Beziehungsweise in die Richtung ist er ja immer noch mal gegangen. So, Glückspfote und Überrestmatte. Schauen wir mal da entlang. Aha, du schau her. Der ist eigentlich gut weiter. Aber wirft dann Hammer auf. Wo ist der? Wo auch immer der jetzt hergekommen ist. Und wie er immer das jetzt gemacht hat. Keine Ahnung. Okay, perfekt. Der ist gut weiter. Oh, hi. Zaubert wieder an, oder? Okay, perfekt. Easy. Ja gut, ihr hat's mir jetzt, sagen wir, mehr oder weniger wurscht. Schön brav weiter, B. Schön über das Skelettbrück drüber. Okay.
Da her ja auf alle Fälle irgendjemand grunzen. Ah, da steht so ein heiliger Ritter. Soll er mir das trauen? Der schaut ja schon zintig aus. Da geht's auf jeden Fall weiter. Aber wait a minute. Nur mal schauen. Ich hab da glaube ich eine Idee. Jetzt passt's auf, Trick 17. Für was haben wir denn eigentlich? Wir haben doch nicht umsonst unsere Giftsperre. Ja, die sollten wir schon nutzen, wenn wir es schon haben. Pass auf, da steht der Charlie Brown da. Achso, der hat wieder so einen... Ich verstehe die Frage schon, der hat einen Parasiten. Die Frage ist, wo hat er... Ah. Okay, Berichtigung, er hat einen Parasitencode. Zack, jetzt haben wir verdruckt. Okay, vergiftet ist er auf jeden Fall schon einmal. Das meine ich im Endeffekt nur abwarten. Ja, ein bisschen an Damage können wir ihm schon machen, so ist es nicht. Weil so cool, er kommt nicht von da nicht ab. Oh. Okay, so einfach wie ich mir das vorgestellt habe, ist es nun doch nicht. Weil der heilt sie nämlich. Ja, okay, da müssen wir aus die Latschen hauen. Das hilft ja mit dann auch nicht. Blöd ist er nicht. Wahrscheinlich haben wir damit jetzt mein eigenes Grab geschaufelt. Aber das Risiko gehe ich ein. Da war einer. Muskelring haben wir gefunden, okay? Schauen wir mal, was kann der? Ah, da ist er. Erhöht das Stärke-Attribut. Okay, die Frage ist um wie viel? Um 3. Ja, okay, aber das braucht man eigentlich nicht. Die Frage ist, was haben wir jetzt vorher gekriegt? Ring der Pflicht, erhöht wieder die Beständigkeit, Strahlenattribut, Widerstand. Knochenring haben wir schon, Gefäßwurzel, Ring der strahlenden Überlegenheit, Missachtungsring, grüner Ring, Magma-Ring, Ring des erhöhte Ausdauer. Genau, das haben wir drin gehabt. Mehr Ausdauer und Ausdauerregeneration ist immer mehr gut. Okay. Aha, da bin ich jetzt ausgeschubst, bin garantiert wieder irgendwo so anschlagen, oder? Werde ich schon fast beten. Ja, da siehst du das. Aber jeden kann ich auch. Gut, der ist weg. Der stört uns quasi nimmer. Da hinten gibt's nix. Aha. Alles klar. Geht's dann eine. Ah, der hätte mich jetzt fast erwischt. Fast hätte er mich runtergeworfen. Das da hinten ist doch auch nicht umsonst, oder?
Okay, da gibt's aber nichts mehr. Ja, da kann man einen Setzling her, du. Ist die Frage, bringt er uns da was? Dann müssen wir halt den ganzen Weg nicht nur mehr aufgehen. Da dem wahrscheinlich gar nicht schon. Ich glaube, das machen wir sogar. Dann haben wir einen kleinen Zwischenspeicherpunkt. Okay. Aber Fußheilung, okay. Okay. Oh, da haben Motten, das heißt, da ist ein Boss. Okay. Hey, weird, warum ist da eine Mottenwand? Normalerweise, wenn du in ein Bossgebiet das erste Mal gehst, dann hast du doch da eigentlich noch keine Mottenwand. Ist das vielleicht ein Spielfehler? Das glaube ich sollte gar nicht sein, oder? Aber es ging da auf jeden Fall weiter. Er ist feindlich. Ja gut, da wenn wir am Anfang hergegangen wären, hätten wir so gnadenlos auf die Fresse gekriegt. Ich meine, ihr seht, was die aushalten jetzt. Wir haben aber jetzt eine fucking plus 9 Waffen. Ah ja, perfekt. Blöde Sau, du Blöde. Boah, leck, der ist richtig tanky. Der ist richtig tanky gewesen. Heilige Scheiße. Okay, wo auch immer wir hier sind. Ja, auf alle Fälle laufen da 3 Millionen Hunde umeinander. Perfekt. Erst einmal Spin to win. Arschloch. Erstmal aus dem Reich der Toten aus. Blutehe. Blutehre. Haben wir schwer gefunden. Ist das sozusagen wie in Elden Ring, dass der Weg zum Boss nur versperrt ist und du eine bestimmte Anzahl an Hauptbossen besiegt haben musst? Glaube ich nicht. Also ich meine, wir können noch einmal schauen, aber ich bin mir fast sicher, dass wir da einige kennen.
Da bin ich jetzt direkt froh, dass wir uns den Setzling da gemacht haben, weil dann können wir in Ruhe erkunden. Wir haben auf alle Fälle jetzt noch mehr Schwert gefunden. Jetzt passt auf, Blutehre heißt das. Das ist dieser Blutungsschwert. Vermute ich schon fast. Muss aber erst einmal finden. Nein, das ist nicht. Blutgier, das war's nicht. Das war was anderes. Da ist Blutehre. Oh, 300 Blutungsschaden. Wow, Alter, bist du bescheuert. Blutungsschaden war halt schon interessant, vor allem an einem 300er Tick, aber das kann ich leider... Ja gut, okay, hat sich erledigt, kann ich nicht tragen, das braucht 32 Strahlenattribut, das kann ich nicht tragen. Schade. Aber das Schwert an und für sich, glaube ich, war richtig OP. Und es macht sogar... Wow, leck. Das macht Heilungsschaden und Blutungsschaden gleichzeitig. Ich glaube, das Schwert ist anders OP, wenn du mich fragst. Aber ich kann es halt leider nicht tragen, weil das hat, wie gesagt, 32 Strahlenattributs-Anforderungen, das was ich nicht habe. Nicht annähernd. Aber okay, nehmen wir auf alle Fälle mal mit. Was haben wir denn jetzt? Oh, da ist eine Laterne, da ist eine Laterne, da ist eine Laterne, die nehmen wir mit. Überreste von Dieter. Dieter. Das ist gut. Krass, dann haben wir jetzt in dem Glockengebiet noch mehr ein neues... Oha, hi. In dem Gebiet noch mehr ein neues Gebiet entdeckt. Genesung des dunklen Kreuzritters, das ist ein Ring. Gesundheit regeneriert sich für eine gewisse Zeit, wenn die Sanguinarix eingesetzt wird. Oha. Das heißt, du heilst und tickst dann noch mehr ein bisschen nach. Richtig gut. Geiler Ring. Müssen wir mal schauen, ob man verwenden. I may have been branded a failure, but see how Judge Cleric has guided me to this sacred path after all. So many brave, fallen, hallowed sentinels. So much sacrifice, yet we can take comfort in the knowledge they were rewarded for their faith. Life itself is a long and winding path, and sometimes you carry much, sometimes nothing at all. But the most important things are those you carry inside, and they are always with you. Hast du was Neues? Messer des Haupträubers, er hat immer mal wieder neue Waffen. Aber irgendwas, was für mich relevant war, hat er jetzt nicht. Na. Ja gut, die Glückspfoten, die haben sich beim Farmen bewährt. Die habe ich, glaube ich, keine Ahnung, 40 Mal gekauft. Und damit die Item-Drop-Chance einfach erhöht wird. Aber sonst hat der jetzt aktuell nichts für mich. Okay. Ah, mit der werden wir Freunde der Sonne Aussicht genießen, oder? Das meine ich muss schon einmal sagen. Das Einzige, was mich halt wundert, wir haben ja bisher ein einziges Leuchtfeuer gereinigt und das ist das da hinten offensichtlich. Und 5 wieder von haben wir, die wo wir reinigen sollen. Da geht's dann scheinbar auch irgendwann einmal weiter. Dann sag ich's aber, wie es ist. Ich glaube... Weil du mit deiner scheiß Armbrust dahinter. Ja, und dann stiften gehen, oder? Das haben wir die Lieben. Hau bloß ab. Keine Ahnung, wie du jetzt herkommst. Ja, leider zweimal unnötig drauf, aber okay. Ich glaube, wir schauen mal nochmal da unten hier, ob man den Boss machen kann. Also voll cool, weil das Backtracking sich halt absolut lohnt. Scheinbar. Also an der Kante stehe ich halt einfach. Ja, ich häng fest. Merci dir. Perfekt.
Richtig nett von dir. Ja, dann reih dich. Gut, ich glaube, das Gescheite ist, wir gehen von der Setzling-Seite her da auf, weil da haben wir praktisch nur 2 Gegner, die wir machen müssen. Ja, das ist gescheiter, wir gehen von der Setzling-Seite auf. Ist viel gescheiter, weil wir den anderen so viele Gegner haben. Im Endeffekt habe ich jetzt meine ganze Heilung verhaut, nur da ich da oben gehe. Ach, da kann man auf alle Fälle durchgehen, okay. Ja gut, schauen wir mal. Und jetzt? Lol? Gibt da keinen Boss? Okay. Ah, jetzt, der heilige Widerhall der Beharrlichkeit. Okay. Der hat auf alle Fälle einen Parasiten. Die haben alle einen Parasiten. Der Parasit ist wohl da drin. Okay, das Gebiet ist relativ weitläufig. Das heißt, den Boss kann man... relativ gut ausweichen. Der Boss... Okay, oder einen Flächenangriff. Der Boss hat wohl auch noch einen Parasiten, wo auch immer der sich befindet. Der stopft wahrscheinlich hinter ihm her. Unter mir 4 Steine. Aber sonderlich schnell ist er nicht. Hoppala. Wo ist er denn jetzt? Was, wo? Hä? Wo ist er denn? Ach, da unten! Und sein Parasit ist wohl jetzt auch raus. Ja, Brudi, ich sag jetzt mal so, wenn du da unten stehst, schauen wir mal, ob man die vergiften kann. Haben wir sogar. Nice. Ja, okay, ich hab Zeit. Mir pressiert's quasi nicht. Keine Ahnung, ob das so gewollt ist, dass man den so macht. Ich vermute mal eher nicht. Aber hey, warum nicht? Gehört auf jeden Fall noch eine zweite Phase. Ist der jetzt da festglitscht oder was? Ich will mich nicht beschweren. Und Gift scheint auch richtig OP zu sein im Spiel. Oh. Da geht nichts mehr. Ja, Bosse muss man auch mal leicht machen können. Gut, Gift tickt wieder. Ja, du Brudi, ich hab Zeit.
Okay. Nimm mich mit. Ich glaube, ich habe beim Boss noch nie so ekelhaft easy gecheased wie jetzt gerade. Wobei doch in Sekiro. Fesseln des Büsers und Beben der Kraftschädel. Okay. Boss wo? Ja, der wollte rosten. Du, der ist da, der hat sich da an die Mauer da hergestellt und der hat sich einfach abwerfen lassen. Da, du, das nehme ich mit. Du, das nehme ich an. So, wo haben wir jetzt da? Wir müssen halt ein bisschen vorsichtig sein jetzt. Großer Terrarium-Splitter, 2 Stück, das ist gut für uns. Aber das Gebiet ist doch noch ganz schön groß, gell? Da kannst du nichts sagen. Verbessertes blutiges Beil. Da geben wir 2 Agilität, ob damit ich das tragen kann. Das darf sich aber brutal lohnen. Das macht nämlich deutlich mehr Schaden. Und wir haben 15.548 Seelen. Da müssen wir schauen, ob wir die demnächst an der Laterne mal investieren. Die tun wir dann vielleicht sogar schnell in die Agilität. Und Retro habe ich die grüß dich gut. Alles fit bei dir. Okay, jetzt schauen wir mal, wo es da überhaupt hingeht. Ich wollte dir gerade sagen, irgendwas hat es da. Grabe ich jetzt einmal da auf. Da schauen wir uns noch um, keine Sorge. Ja, okay, da schauen wir uns anders mal um. Jetzt gerade eben nicht, weil ich kaum mehr Gesundheit habe. Okay, I'm dead. Ich hätte einfach gleich zurückgehen sollen. Das war mal wieder eine Lehre, das hätte ich nicht tun dürfen. Bei mir ist alles fit, danke dir selber. Bei mir passt auch alles. Danke der Nachfrage. Das heißt jetzt aber, passt auf, wir gehen jetzt an den Setzling hin. Wir rennen nicht von da jetzt oben, wir rennen von der anderen Seite auf jetzt, weil da haben wir genau 2 Gegner, die wir umhauen müssen. Ein Hund und so ein fetter Typ. Und dann schauen wir, dass wir die 15.000 Seelen wieder irgendwie kriegen. Das ist nämlich eine Menge. Oh, ich hasse das in so ein enger Gang. Nein, nerv mich. Okay. Okay, der Weg ist aber mal 100-mal angenehmer. Die haben einen schwachen Parasit, deswegen kann man den auch outdamagen. Der Typ mit seinem Schild erinnert mich an den Typen aus Mortal Shell. Meinst du jetzt einen Hauptcharakter aus Mortal Shell oder einen Gegner? Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so genau erinnern an Mortal Shell, bin ich jetzt ehrlich, was da jetzt für einen Gegner meinst. Aber kann durchaus möglich sein. Das kann durchaus möglich sein. Na, ein Gegner? Mortal Shell, das habe ich tatsächlich erst 2-mal gespielt. Das hätte man ja on-stream mal probiert, aber das hat mein PC, also OBS nicht so ganz vertragen. Lass mir raten, du hast doch garantiert meine Seelen eingeschnappt, oder? Ja, 100%.
Aber das sage ich dir jetzt, wie es ist. Du wärst dann da oben, sag dir, wie es ist. Freund der Berge. Und tschüss. So, jetzt schauen wir mal einmal eben da hinten. Schleunigst nehmen. Okay, weiter jetzt. Brechen die und den Kreuz ab, oder was willst du mich verarschen? Die war meiner jetzt, gell? So. Dann schauen wir mal. Meine Seele nicht war jetzt da oben. Das kann natürlich auch sein. Ah, da. Ja, easy. Das nehmen wir natürlich mit. So, jetzt aber ab mit diese mit die Seelen Richtung, ne? Die 16.000, die nehmen wir, ne? Die investieren wir. Die verliere ich jetzt nicht noch einmal. Wir haben jetzt zwar einen Überrest zusammen, den wir da setzen könnten, das sparen wir uns aber jetzt noch. Weil ganz ehrlich, das bisschen Weg daher ist jetzt nicht wert, dass wir da einen Setzling setzen. Deswegen werden wir das jetzt ganz diplomatisch klären. Voll geil, dass wir mir da jetzt nochmal aus dem einen Gebiet, was wir eigentlich schon gemacht haben, nochmal im Endeffekt 2 Gebiete dazugekriegt haben. Jetzt eben der Weg bei dem Boss da aussehen und da oben im Freier. Finde ich richtig cool gemacht. Gefällt mir. Einfach, dass du Backtracking einbaust und dann auch nochmal was Neues entdecken kannst. Feier die gerade richtig. So, jetzt nehmen wir 2 Agilität ausnahmsweise. Ich meine, dann können wir das verbesserte blutige Beil hernehmen. Das wo, by the way, richtig viel mehr Schaden macht. Nämlich fast doppelt so viel. Das nehmen wir natürlich gern. Aber Rosten brauchen wir nicht. Wir haben noch gut Heilung, dann sparen wir uns nämlich die ganzen Gegner. Ist das eigentlich eine Open World? Jein. Jein. Du hast lineare Level, sozusagen. Also du hast viele verschiedene Gebiete, so stand jetzt, die zwar alle linear verlaufen, du kannst dich aber innerhalb dieser linearen Level relativ frei bewegen. Also es ist so eine Mischung aus beidem. Es ist nicht komplett Open World, es ist aber auch nicht nur ein gewisses Level, was du spielen kannst. Also es ist so halb-halb, würde ich sagen. Es ist aber für Souls-Spiele eigentlich typisch. Also das ist nicht so wie bei Elden Ring oder so. Elden Ring ist ja das erste Open World Souls-like gewesen. Oder das erste Open World Souls-Spiel, so muss man sagen. Aber die Gebiete an und für sich innerhalb, die sind so groß, dass du halt den Eindruck vermittelt kriegst, dass Open World ist. Ne? Also normalerweise ist es ja in Souls-like-Spielen immer so, alles was du siehst, da kommst du irgendwann einmal hin. Ne? Was jetzt durch das eigentlich schon fast bestätigt, weil da unten haben wir den komischen Wurzelheine, voll Idioten-Boss da gemacht. Und da sagst du jetzt runter, also waren wir da, sprich eigentlich schon, und du hast da von da unten auch gesehen. Also rein theoretisch, beziehungsweise meiner Erfahrung nach, alles was du in Souls-like sehen kannst, da kommst du auch irgendwie einmal hin. Das hat man vor allem in Sekiro brutal gemerkt. In Sekiro hast du von der Ashina-Burg im Endeffekt ins Gebirge gesehen und in dem Gebirge hast du einen Tempel auch ganz vage wahrnehmen können. Und da bist du halt auch hingekommen. So. Ist jetzt natürlich kein Patent nicht, dass das überall so ist, aber in der Regel kannst du davon ausgehen, dass es so ist. So, die Frage ist, wenn ich mich da jetzt runterfallen los, komme ich dann nochmal zurück. Aber weißt du, was der ich jetzt vorher sag? Alter, das one-shottet einfach. Das blutige Beil hat sich jetzt schon absolut rentiert. Warte mal, ich will da nochmal schauen, wenn ich jetzt da unten hingehe und ich im Reich der Toten bin, komme ich dann da zurück? Muss ich ja fast, oder? Da musst du ja logisch da warten, da musst du mich kommen, geht gar nicht anders. Ja, denken wir schon. Da geht's auch noch mal eine. Holy shit, Alter. Boah, leck, ist das dein Ernst? Ich glaube, ich weiß, wo wir mich jetzt haben.
Walleck, das ist so unfassbar gutes Leveldesign. Das kannst du dir nicht vorstellen. Wir sind nämlich jetzt wieder da am Ausgangspunkt. GG an die Entwickler, ohne Witz. Für das, dass dieses, ich weiß nicht, ob das Entwicklerstudio schon einen Namen hat, keine Ahnung. Aber holy fucking shit, das ist Leveldesign vom Allerfeinsten. Das ist absolut erstklassiges Leveldesign. Da haben wir im zweiten Stream oder so, haben wir da entlang gekommen. Keine Ahnung, da haben wir uns da oben nämlich umgeschaut. Das weiß ich noch ganz genau. Und da habe ich mich im Vorbeilaufen da schon oben gemeint, wie kommst du denn auf die Leute hin? Jetzt wissen wir wie. Du sparst dir jetzt den kompletten Weg da außen rum. Richtig geil gemacht. Richtig geil gemacht. Jetzt bist du halt einfach... Boah, leck, da ist eine Truhe, die hätte man bald übersehen. Ah, perfekt, wieder eine große Terrarium-Splitter. Das ist richtig gut für uns. Da können wir nämlich irgendwann einmal eine zweite Waffe aufziehen. Das passt ja. Gut, dass wir da umgegangen sind. Also das bestätigt sich einfach immer mal wieder. Man muss in Souls-like auch gerne mal ein Risiko eingehen und mal wo hingehen, wo man vielleicht nicht hingehen soll. Aber in der Regel lohnt sich sowas irgendwie immer. Jetzt ist er halt nicht ganz abgefallen, aber ist wurscht, er ist beseitigt, das passt. Da steht eine Wache, okay. Aua! Aua! Das grintigen Mist-Arschlöcher mit einer scheiß Armbrust. Vor allem, die macht da verdammt viel Schaden, die Armbrust, gell? How about fuck you? Okay. Na, schauen wir mal da auf. Ja, dann Parasit. Alter, ich hasse euch alle. Es soll der Blitz beim Scheißen treffen, ehrlich wahr. So, wo hast du dein Drecksparasit? Ist die Frage hinter dir drauf. Der ist One-Shot? What the hell? Das gefällt ihm jetzt wieder, gell? So, da haben wir ein Tier. Und da ist aber ein Aufzug. Ich ahne, wo der Aufzug hingeht. Aber ich schaue erst mal in die Tier rein. Hallo? Ah, da ist wieder so ein Riesenritter drin, okay. So ein heiliger Riesen-Django, weißt du? Ich glaube, ich weiß, wo der Aufzug hingeht. Ach, der geht nach oben. Okay, doch, der geht nach unten. Wo können wir denn jetzt hin? Haus der Heiligen. Alter, willst du mich verarschen? Schon wieder ein nice Gebiet. Okay, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, der Aufzug fährt nach unten. Da müsste aber dann rein theoretisch irgendwo eine Laterne sein, oder nicht? Ach, da hinten, ja, da schon her. Da haben wir eh schon soweit. Faires dem verkohlen, okay. So, Freunde, und jetzt der mal Aussicht genießen. Ist dieser Deal? Ich glaube schon. Da passt's auf. Freunde der Sonne, können wir mal die Optik dieses Spiels richtig appreciaten. Unfassbar geil Spiel.
Da kannst du sagen, was du willst. Da hinten ist, glaube ich, Mordor. Ja, das kann du. Da hinten, hundertprozentig, dass wir da schon mal waren oder noch hinkommen. Da unten war nämlich der erste Mainboss. Da unten in dem Areal, da wo jetzt halt. Ja, das kann ich jetzt leider nicht. Da wo jetzt der Schwertknauf ist, ne? Da wo jetzt der Schwertknauf hinzeigt, da unten der Griff. Da waren wir schon, da war der erste Mainboss. Das Gebiet da unten, das ist das komplette Sumpfgebiet, da haben wir schon gewählt. Da hinten ist ein Feuergebiet, das kann Kalrat sein, da wo wir letztes Mal umeinander gerannt haben. Da oben ist die Festung, da haben wir auch schon gewählt, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Also, wenn du da überall noch hinkommst, was mir jetzt gerade sagst, dann holy shit, dann meine ich, dann dauert das Spiel noch eine ganze Weile. Dann sag er, wie es ist, hey, das ist ja mit Zauber auf das, dann gehst du hinten damit zusammenreißt. Aber Freunde, ich sag's Ihnen jetzt ganz ehrlich, wir müssen uns auch noch woanders ein wenig umschauen. Wir haben jetzt im Endeffekt, ja okay, wir haben jetzt 2 Gebiete in dem alten Gebiet, wo wir neu erkunden können. Das ist mehr gut für uns eigentlich. Nice. Gut, jetzt schauen wir mal da unten zu dem Ritter noch rein, weil vielleicht findet man noch ein drittes Gebiet, wer weiß das schon. Und dann schauen wir mal, ja, dann weiß ich nicht, wo wir weiterschauen. Ich glaube, alles so vor mir geht halt irgendwie nicht. Aber das ist halt schon brutal, was das bisschen Backtracking jetzt mittlerweile alles hier ausmacht. Kann's keinem erzählen. So, dem Idioten da drinnen werfen wir jetzt auf alle Fälle erst einmal ein paar gediegene Giftlanzen ins Gesicht, hätte ich gesagt. Weil mehr Gift auch mehr gut ist, haben wir mal sagen lassen. Easy. Ach, das ist normales Wasser, okay, doch, das ist Gift. Blutvergießer, was ist das? Ist das ein Waffen oder ein Amulett? Weder noch. Warte mal, ist das ein Waffen? Muss ja fast ein Waffen sein, oder? Haben wir das Heiligen Widerhals? Das ist die Bosswaffen von gerade eben? Ach, da ist Blutvergießer. Ach, das ist eine Faustwaffen, okay. Gut, ist aber leider eine Agilitätswaffen, bringt uns nichts. Agilitäts- und Strahlenwaffe. Ja gut, okay, nice. Dann da ich jetzt einmal grob fahrlässig vorschlagen, wir schauen uns in dem Gebiet um, wo wir... Nicht da oben, da schauen wir später vielleicht noch hin. Jetzt schauen wir mal auf der anderen Seite noch, weil wir haben ja vorher, wo wir da aufgegangen sind, am Bossraum vorbei von vorher, ne? Wo wir da oben noch diese andere Laterne gefunden haben. Da schauen wir uns jetzt zuerst um. Und wir können jetzt vor allem mal beruhigt ruhen, ne? So. Teleportieren. Aber jetzt muss ich schauen, das war am Denkmal, glaube ich, Überreste. Beim Dieter, genau, beim Dieter. Beim Dieter Krause. Da müssen wir weiter. Glaube ich. Pass auf, wir müssen mal festhalten. Wir haben ja jetzt im Endeffekt diesen Pfad jetzt hier, den wo wir komplett erkunden können. Wir haben den Pfad dort, Versorgungsweg des Hauses. Da können wir weiterschauen. Wir haben letztes Mal dieses Gebiet neu erschlossen. Ja, das war oberhalb von Kalrat. Nein, warte, nicht das. Das da. Das ist überhalb von dem Gebiet gewesen vom letzten Mal. Da können wir auch noch weitergehen. Und ich vermute mal, dass du in dem Bossgebiet, wo wir letztes Mal den Hautabzieher da getötet haben, zum Schluss, dass du in diesem Gebiet auch noch mal irgendwas finden kannst, weil da haben wir einen Schlüssel gefunden. Also, wir haben tatsächlich noch ein bisschen beschäftigt. Jetzt schon mal unsere Gegner. Wir haben tatsächlich schon noch ein bisschen beschäftigt, meine ich. Was ja nichts Schlechtes sein soll.
Ja, Brudi, du hängst halt, Manni. Gib ihm mal eine Bandschelle des Obergrauens. Ausland. Der scheiß Hund hat mir am Weg versperrt. Weil es gibt einfach Gegnerarten, die hasse ich wie die Pest und er ist einer davon. Graphics. Man will ja was haben für sein Geld. Also ganz ehrlich, das Geld für Lords of the Fallen hat sich mehr als rentiert. Große Terrarium-Splitter, die liegen einfach da so rum. Perfekt, und ich hab's übersehen. Helm der reinen Klinge, what is this? Achso, das ist okay. Gut, wir haben natürlich ein paar Helme, die haben deutlich tankier als der wo, ne, den wo wir gerade tragen, aber wisst ihr eh, Fashion over Stats. Ja? Speist automatisch 10% besser, wenn du nicht scheiße ausschaust, hab ich mir sagen lassen. Oder mal ein weiser Soul-Spieler hat das einmal gesagt. So, da hat wieder irgendwer so ein Drecksparasiten. Oh, leck, das kann aber jetzt aber auch ein kleines Bossgebiet sein, da, gell? Sag oder wie es ist. Gut, war zwar nicht schlimm, weil da hinten ist eine Laterne, also let's fetz. Aber was haben wir denn zum Verlieren? Eigentlich nix, wenn du mich so fragst. Ja, oh ja, natürlich ist da wieder so ein Armbrust-Vollidiot da. Aber dir helfe ich gleich ein, Schuhe. Da brauchst du überhaupt nicht oben durch. Es hat's die hinterliegsten. Sag dir, wie es ist. Ja, natürlich kommt der scheiß Quitter auch noch daher, ist eh klar. Weißt du, wenn man... Hey, ich hab doch Freund. Das ist auch wieder so ein Arschlochgegner. Okay, der ist gut tanky. Geheiligt bufft das ja also auch noch perfekt. Die haben so ganz ekelhafte Move-Patterns. Also wirklich richtig ekelhaft. Die in einer Movement, das gefällt mir, das liegt mir überhaupt nicht. Ein Ambosshammer, was ist jetzt das schon wieder? Ist schon wieder eine Waffe, oder was? Ambosshammer. Tatsächlich, das ist eine Waffe. Wie auch immer das mit Agilität skaliert, ich verstehe die Frage nicht, aber okay, das ist eine große Waffe. Ich meine, die hängen ein wenig in der Luft, minimal. Gut, wir haben uns jetzt die komplette Heilung verbraten für die paar Hanseln da, aber... Was ist mit euch jetzt verkehrt? Den einer Parasit ist einmal raus. Okay, da ist ein heiliger Ritter hinter. Brauche ich so ein Schwaraner Teufel. Dann kann ich meine Waffen selber schmieden. That's not how it works. Ich darf mir es zwar wünschen, aber... Ja, okay, ich habe jetzt leider meine komplette Heilung für die Vollidioten da verbraucht. Jetzt muss ich noch mal heilen gehen, das hilft jetzt nichts. Dann biegen wir gleich nach links ab. Da ist mir jetzt eigentlich nur um den Loot gegangen, der wo da liegt. Aber rein theoretisch muss man den nicht machen. Aber was ich jetzt tue, ich kaufe auf alle Fälle ein bisschen Munitionsbeidel.
Voraussetzt, der hat die noch. Ach, du hast die gar nicht. Ja gut, dann muss ich an die Basis. Dann muss ich nur mit dem Basiszug. May your Moment. path be blessed. Dann müssen wir uns die bei der Schmiedin kaufen. Weißt du, die Munitionsbeile, damit ich Hockeybeil werfen kann. So, ne? Zum Beispiel. Ah, schön. Einfach ein bisschen am Sonntag lässt auf die vollen Zocken, am Nachmittag auf entspannt beim Scheiß wieder. Was gibt's denn Schönes? You again. Sehr gut. Und wie viel haben wir denn? Wir sehen 7000 Tage, ist der, die investieren wir gleich komplett. Gut. Denkmal haben wir gut. Alles richtig gemacht, ich die da fast behaupten, oder? Warum hau ich da immer daneben? Ich versteh's nicht. Die Hunde haben halt leider auch Next Level nervig, gell? Ach, der hat wieder einen permanenten Parasiten, oder was? Oh, nervig! Ich hau halt du mal ab jetzt. Ja. Okay, das Gebiet. Ja, perfekt. Ja, perfekt. 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 Ja, danke dir. Perfekt. Schön am Felsen rein drin. Easy. Bin wieder gelaufen, wieder Länderspiel jetzt. Ab, zurück. Okay, das Gebiet wird ein wenig länger dauern. Der Abschnitt wird ein bisschen Zeit kosten. Der Abschnitt wird mir jetzt dann wahrscheinlich gleich richtig Nerven kosten, weil mir diese fetten Hurensöhne da richtig abfangen mit einem Moveset. Aber okay, werden wir ihm schon irgendwie hinbringen. So, da kann ich jetzt ohnehin abwarten, weil jetzt kommen gleich die anderen Hunde daher. Oder im Endeffekt jetzt gar nicht reinrennen. Oder? Ja, ich denke mal, die triggern sofort. Schön, ich helfe. Kommt der Dicke da drin jetzt auch oder dreht der wieder um? Ist er jetzt? Er hat sich wegbeamt. Perfekt. Muss ich mir sagen, von was für einer Reichweiten aus der mich sagt. Das ist schon brutal. Wenn der Fette da jetzt... Ah, okay, der ist schlau, der kommt nicht bis daher. Okay, das ist jetzt gut. Weil, dann geh du auf und tue dem seinen Parasiten weg. Okay.
So, und jetzt war es einmal richtig der Fight. Gut, vergiftet ist er schon mal. Das machen wir jetzt ganz in aller Ruhe. Damit ihm nichts passiert. So, Blutungsbeile wie wir da auch noch auf dem Zipfel. Oder auf dem Kugel, wie auch immer. Damit es ein wenig schneller geht. Stirb, du Arschloch. So. Gang so einfach. Eine Munitionstasche, ja, perfekt. Also so ein richtig krasser Parasit, der wo einfach... Ach, da schau her, du kannst ja... Okay, du kannst die Idioten auch so weit von den Parasiten weglocken, dass der Parasit per se keine Wirkung mehr hat. Und pass auf. Ah, sechstens, und jetzt geht nämlich sein Lebensleisten auf Rot. Ja, Brudi, System austribbelt, würde ich sagen. Haben wir überhaupt kein Risiko nicht eingegangen, gell? So, ist der allein, ist die Frage. Werden wir außerfinden? Ist uns aber, glaube ich, jetzt aktuell nur wurscht, weil den vergiften wir jetzt einfach und locken wir her zu uns. Glaubt, das ist eine Idee. Spul durchgespult? Ja, oder eher Mechanik. Okay, das sind die Beten da nur, das ist mir wurscht. Beten hin und so. Solange die beten, ist mir das egal. So, mit der wir eben wieder vergiften. Alter, das ist einfach richtig OP, was wir da machen. Habe ich das schon mal gesagt? Gut, vergiftet ist er, passt. Dann werfen wir noch ein paar Beile ins Gesicht, damit ja auch nichts passiert. Weil, warum? Ja, perfekt. Jetzt haben wir verdruckt auch noch. Siehst du das da? Easy. Warum vibriert da meine Lampen? Meine Lampen macht da Vibration. Ah, da kommen wir aus dem Reich der Toten raus. Okay, alles klar. Dann jetzt wissen wir, warum meine Lampen vibriert. Okay. Wird nichts für Leute, die da beten. Zerschlagungsheilung, okay. Oh. Moment einmal. Rudi, Moment einmal. Wir kriegen relativ viel Schaden. Kommt sie da her? Scheinbar nicht. Okay, die hat Blitzpfeile wohl oder übel? Okay, mittlerweile muss ich feststellen, die Wurfobjekte sind richtig OP. Munitionsumhängetasche ist gut für uns. Ah, da ist noch Hundtasche. Ja genau, spring du mal in die Luft, das ist gut für uns. Okay, du kommst nicht zu mir, ich komme aber auch nicht zu dir. Verbessertes Strahlenstoßpergament, okay? Das haben wir quasi auch schon.
Munitionsumhängetasche, ja, okay, nehmen wir mit. Da gibt es auf alle Fälle im Reich der Toten was zum Holen. Glückspfote, Überrestmotte, verzauberte Pfote. Was ist denn eine verzauberte Pfote? Okay. Wir können jetzt ja da mal pro forma ins Reich der Toten schauen, weil da können wir sowieso zurückkehren. Das machen wir jetzt einfach mal. Ein Hungerknoten. Wenn auch gerade schon wieder einer mit seiner scheiß Armbrust umeinander rennt. Da krieg ich schon wieder Zahnbelag. Ja, ja, du Vollidiot dahinter. Oh, ich kann auch werfen. Arschloch. Okay, da haben wir wieder einen geistesgestörten Parasiten irgendwo. Da ist er. Bevor wir den noch unnötigerweise in Quere kommen, nehmen wir es lieber mal raus. Munitionsumhängetasche, okay. Okay. Wir haben noch einen kleinen Parasiten. Der Enkerparasit ist auf jeden Fall schon mal raus. Wir haben keinen Bock mehr auf mich. Rudi, das Gift wird dich richten. Sag dir, wie es ist. Ja, Lor bist nämlich nicht mehr so cool, gell? Und wenn's halt dein Schädel verzauberst. Ah. Helm der reinen Klinge. Verbesserter Klumpenhammer? Also, da findet man lauter Wurfobjekte in einer besseren Form. Oh, liegt da noch was? Blutungsheilung, okay. Nice. Heiliger Schutz, was haben wir da? Da vibriert was. Also reicht der Toten, okay. Sensenmann. Da ist ein Sensenmann, da gehen wir jetzt einmal nicht hin. Ah, da ist eine Leiter, okay, die jetzt bald übersehen. Warte mal, hä? Moment, kann man da rein? Nein, kann man nicht, okay. Ich gucke. Ah, da haben ein paar Speer, perfekt. Okay, wo sind wir da jetzt? Himmelsrausbrücke. Ist dieser Bossgebiet.
Wobei, es war schon weit zum Laufen. Der hat einen Megaparasiten. Er zieht sein Raft aus der Mitte runter. Da ist er. Okay. Bei der Himmelsrausbrücke haben wir nämlich, da haben wir schon mal gewinnt, das ist so eines der ersten Gebiete. Ja, das hätte mich jetzt auch gewundert. Alter, kriegt der viel Schaden durch Wurfobjekte. Okay. Okay. Da war doch der Kampf gegen Pieta, oder? Ja, da auf der anderen Seite tatsächlich. Aber wie komme ich da jetzt raus? Ah, da geht's einer, da schon her. Da geht der Lord da auf. Okay. Okay, geht's mir nicht davon aus, dass du mir jetzt zusammenfrisst. Keule der reinen Klinge und Schild der reinen Klinge. Das ist so geistesgestört einfach. Das Leveldesign ist einfach so derartig von einer anderen Welt, dass es nicht mehr schöner geht. So, Bossraum von der Pieta. Alter, wie geil haben denn die Level verzweigt? Das ist so geil gemacht. Oh, herzlichen Glückwunsch, wir haben mal wieder in unserer Basis. Alter, ist das cool gemacht. Bist du des Wahnsinns. Da kannst du halt wirklich nichts sagen. Several of our no can the hallowed sentinel. Many Okay, das haben wir schon mal. was the Schauen wir mal schnell zu unserem Kapo, ob uns der irgendwas zum Sagen hat. Denn ich geht's mal falsch. Ja. Whatever poisonous lies Durham, for they Okay, are don't nothing. nix Whatever nice. poison, for they are nothing but the Ja gut, okay. Backtracking Nummer 2 ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Alter, richtig geil. Da kannst du halt wirklich nichts sagen, gell? Ja gut, dann können wir im Endeffekt jetzt da weitermachen. Quasi das obere Gebiet von dem Glockengebiet. Können wir da noch weiterschauen. Ob es da noch was zum Hören und zum Sehen gibt. Zum Sehen mit Sicherheit. So, schauen wir da weiter. Haben wir ja auch heute erst entdeckt. Den Wumms. Okay, die halten auf alle Fälle schon mal deutlich mehr aus. Da sag ich nur Ding Dong. Weil so viele Glocken.
Hat aber da hinten leicht irgendetwas. Aber, ja gut, okay, ist jetzt leider schon spät. Oder mit Hummer umspringen? Nein, das schaffst du auf keinen Fall. Okay, nein, vergiss es. Da kommst du auf keinen Fall mit dem Sprung um mich. Hey, sie. Ich hätte einen Papst Benedikt gesucht. Ist der da anwesend? Sie haben wunderschöne Glocken, ja. Leute, die Glockenlisse. Gut, da leitet jetzt aktuell gar nichts, aber es ist fein. Spring mir auch, du kleiner Pseudo-Gollum, ich schwör's dir bei Gott. Wie er halt einfach in der Luft umeinander gichtelt. Den nicht mal dran, mir wieder irgendein Mockenschwamm ins Gesicht zum... Aua. So, sofort aus dem rechten Ton. Da will ich nicht sein. Okay. Kommen wir da jetzt... Oh, da kann man aufmachen. Das ist gut für uns. Sesam, öffne dich. Schön. Perfekt. Kleiner Shortcut. Der Geier schreit auf alle Fälle schon mal. Gut, er ist schon mal dezent gut vergiftet. Aki to your face, bitch! Ja, blöd, gell? Das ist doof, wenn man vergiftet ist und man weiß, dass du on clock bist. Da fällt einfach wie so ein nasser Sog. Mei, wie ich hasse euch da, ohne Witz. Weißt du, wie wenn Camping-Season angegangen war? Wahnsinn! Im November aber die Pickern an jeder Ecke irgendwie und warten gerade drauf, dass irgendwas vorbeikriegt. Immer schön eingefriest, ja, nur so. Anders kennen sie es ja nicht. Standard-Tiralium-Klumpen, okay. So, jetzt müssen wir uns zuerst einmal ein bisschen orientieren. Okay, da kommst du wahrscheinlich jetzt einmal rundum. Boah, leck, da geht's mal. Oh, Freunde der Sonne, da oben ist ein Hauptboss. Wenn ich das richtig sehe. Wenn ich das richtig sehe. Da haben sogar zwei da oben. Holy shit. Na gut, jetzt müssen wir erst einmal herausfinden, wo wir dann wo lang müssen, ne? Okay, da haben Motten, das heißt... Karte des Hauses der Heiligen Brüder, ja, ja. Aha, hi. Aha, da kommt man durchs Reich der Toten durch. Sechst du es da? Haben wir schon wieder was gelernt? Ja, das war das. Das ist ja in der Zeitung gestanden, dass es von der Seite jetzt gibt, oder?
Ja, gib frei den Weg, Kolle. Oh oh, das ist ein Sensenmann. Kommen Sie mal mit. Der war nicht schlecht. Nein. Ah, pass auf, Trick 17. Ah, von wegen, was sie kämpft gegen den Sensenmann, was beim Moschlecker. Ja, ja, da kannst du schon mal anhauen, aber im rechten Leben den kannst du mir gar nichts. Oh, das ist ein Ort dann. Perfekt. Jimmy, Kabedere. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Na, von wegen, dass ich spring. Was haben wir denn, eine Geisterlaterne? Ah, it's a trap. Doch nicht. Easy One-Shot. Da ist wieder dicker. Ohne Parasiten. Was ist denn da verkehrt gelaufen? Ist richtig? Sehr schön, das freut mich. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, da werden wir wahrscheinlich Affe müssen. Ja, Brudi, sag dir, was siehst du? Den werden wir jetzt einmal... ganz systematisch... Schon wieder ganz systematisch da vergiften. Und dann wollen wir mal schauen. Hey, weißt du, durch einen Aluhut durch die Schnaufe, das da mangelt schon wegen am Sauerstoff. Das ist mir schon bewusst. Häng nicht mal dran. Eben der Kraftschell. Ja gut, da warten wir jetzt außen rumgegangen, oder? Sehe ich das richtig? Ja, sehe ich richtig, okay. Okay, klar, du das selbst hoffentlich aus. Ja, natürlich, selbstverständlich. Alles soweit gut. Wir haben halt eigentlich auf der Mission Backtracking zu betreiben und durch dieses Backtracking haben wir 3 neue Gebiete kennengelernt. Oder sind in 3 neuen Gebieten gelandet. Also hat sie bisher ausgezahlt. Und wir sind wohl unterwegs zu einem neuen Boss. Heißt nicht schön, wenn man mit Wurf geschossen wird, gell? Wo sind wir denn jetzt? Im Weinkeller oder was? Dankeschön. Oh, hi. Na gut, ich hab mit allem geredet, aber jetzt... Wo bitte steht der... Ohne Witz, das ist so... Ah! Bin ich jetzt in einen Shooter gelandet, oder was? Geht der da nicht aus, oder was? Ja, so gut für mich. Aber. Aha, da kommt man dann durch.
Hi. Der Dungeon schaut da richtig geil gemacht aus. Es war aber ein Gubi. Hab ich am, der wollte mir einfach sein Lambrusco nicht geben, der egoistische Freude. Danke für dein Following, Chimek. Vielen Dank. Ja, du Vollmongo mit deiner scheiß Armbrust. Ohne deine Armbrust kannst du gar nichts, ist dir das eigentlich bewusst? Meine Lampen vibriert wieder. Unreife Beeren, ja perfekt. Die Lampen vibriert, weil... Moment. Egal, Ruffy, ja. Wir haben also den einen oder anderen Alert, der minimal auf Animes basiert. Ne? Aber nur den einen oder anderen. Sind nicht viel. Aber warum hat jetzt da oben meine Lampen vibriert? Ja, was hast du, möchtest du Überstunden machen oder was sagst du? Ah, weil da Rückkehr aus dem Reich der Toten möglich ist, okay. Na wie, du geht's noch weiter, du geht's in den Keller auch noch rein, oder was? Oh hi. Immer schon irgendwas grunzt da hinter mir. Was ist mit dir erst? Au. Oder wird's tief? Wir haben weiter Suffer. Okay, gut. Bauen wir eins nach dem anderen, ne? Da müssen wir ins Reich der Toten, damit wir da überhaupt oben können. Okay, alles klar. Ja, da ist schon wieder der Armbrustbolzen, Sepp, ist eh klar. Weil, wenn nicht er, wer sonst? Oh, jetzt hat sie sich aber ausgeschossen, gell? Gut, da werden wir aufhören müssen, da geht's dann wahrscheinlich Richtung Hauptboss. Vermute ich jetzt einfach mal. Da haben wir entlang gegangen. Okay, ja gut. Ja gut, dann schauen wir tatsächlich einmal da oben, was da unter Wasser geboten ist. Irgendwas versteckt sich da. Ist das Game vom Schwierigkeitsgrad her wie Elden Ring? Es ist in etwa auf dem gleichen Level. Das einzige, was halt... Die Gebiete per se sind deutlich... Die fucken mehr ab, tatsächlich. Die fucken meiner Meinung nach mehr ab. So vom Schwierigkeitsgrad her ist es im Endeffekt, da sind die Souls-Spiele eigentlich relativ gleich. Da gibt es jetzt nicht eins, was leichter oder schwerer ist, aber so grundsätzlich würde ich sagen, die Gebiete in Elden Ring sind nicht so ekelhaft wie teilweise die Gebiete hier. So, was ist jetzt wieder Mocken geboren oder was? Ring des leuchtenden Schwerts. Moment, wo ist dies? Müssen wir uns gleich anschauen. Erstmal aus dem Reich der Toten aus.
Kein Thema. Kein Thema. So, Ring des leuchtenden Schwerts. Was ist das? Ein Ring des Ohrens des leuchtenden Schwertes verursacht bei voller oder beinahe voller Gesundheit zusätzlichen physischen Schaden. Respekt. Das ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Die Frage ist, welchen Ring tue ich da dafür weg? Weil ich sage mir schon, dass mehr Ausdauer und eine erhöhte Ausdauerregeneration schon nicht schlecht ist, gell? Ich sage jetzt mal so, der Ring an und für sich ist nice to have, aber ich lose ihn jetzt erstmal aus, weil ich behaupte jetzt einfach, dass man aktuell... Ja, da kommst wieder du. Aha, ich kann die Tür da aufmachen, da schaust du her. LOL! Na, komm noch mal daher. Na, komm. Komm an dir. Ja, schade eigentlich. Komm von dieser Seite aus nicht... Achso, okay, da können wir eh gar nicht rein. Ja, okay, hast noch mehr Glück gehabt. Sonst hätte er aber dein Helm jetzt auf links getragen, gell? Das sage ich dir schon. Mich wundert's, dass wir aber da jetzt aktuell noch nichts gefunden haben, wo man einen Setzling hinbauen kann, ne? Weil es sind schon ein paar Gegner, die man da besiegen muss, bis dass man da wieder herkommt, gell? Gut, das hängt natürlich jetzt davon ab, was erwartet uns da herum jetzt. Das ist natürlich das andere. Speaking of the devil. Ja, ich glaube, der lohnt sich da. Ich glaube, der lohnt sich. So, mehr Stärke, mehr gut. Okay, immer noch kein Bossareal. Wenn jetzt da natürlich eine Laterne ist, dann flippe ich aus. Wie oft kann man denn daneben werfen? Der Base? Ja. Weil die Hackel machen einfach richtig viel Schaden. Ja, du, ich hab Zeit. Aber du nicht. Oder ist er dir? Ich hab den Küchenschlüssel verwendet. Ich hab nicht mehr gewusst, dass ich einen Küchenschlüssel habe. Ich sag das, wie es ist. Ja, schaut mir aus wie eine Metzgerei, wie eine Küche, aber... Au. Ich sehe gerade, dass da auch wieder so ein Bolzenidiot umeinander rennt. War das Tor? Okay, fuck me. Ich hab gemeint, das ist... Okay. Ich meinte, das war Loot von einem Gegner. Macht nichts. Können wir ja noch mal rosten, war ja nur der eine Gegner und der war nicht dramatisch. Hacke to your face ist die beste Methode, sag ich dir, wie es ist. Hey sie. Hey sie. Hey sie. Hey, immer noch hey sie. Wird vergiftet, ist er schon mal?
Hat er mal eine geschaltet. So, der Bolzensepp ist weg. Aua. So, da müssen wir jetzt, bevor das da hinten, wo es da liegt, das meine ist, wäre Moppen bewacht worden. Das ist fein. So, aber wo war jetzt der Loot, der wo? War das der da? Ah, der war... Hä? Okay. Das war der. Okay. Jetzt hat er also ein bisschen was von so einer mittelalterlichen Taverne. Leck, was ist denn jetzt da? Boah, leck, Alter, in wie viele Räume das da halt einfach geht. Oh. So, das fällt sich dann wieder in Tee. Okay. Ja, wie weit verzweigt da das Gebiet schon wieder ist. So, was haben wir jetzt da? Ein anklagender Geist. Aber jetzt da, wie jetzt Vorteil auch noch, oder was? Okay, was auch immer das ist. Look, you men, at the wickedness which can take root within the walls of our own house if we falter in our vigilance, our rigorousness for even the briefest moment. See how malevolence and greed and weakness can twist the souls of those who once swore a solemn oath and then turn them away from the light of our eternal lady, where they skulk and plot in shadow, waiting until they can enact their most foul betrayals. But above all else, heed what will be the fate of all traitors who submit to sin. Ah ja, gut, da haben wir mit drüber geredet haben, Charlie. Come to me, please. Ah ja, easy, jetzt auf dem Haus, auf dem Haushons oder irgendwie so.
Überrestmatte, okay. Okay, da können wir dann aus dem Reich der Toten wieder raus, das ist gut für uns. Mai zupfte. Okay, sollten wir uns aber fast ein bisschen beeilen. Wo waren jetzt so die Reste? Hä? So. Wo der Birgit? Okay, wir sollen mal schauen, dass wir aus dem Reich der Toten rauskommen. Schön, dass du da bist. Ja, bisschen bin ich noch da. Ah, jetzt haben wir da. Jetzt haben wir da ihren. Which is totally fine, I would say. So, jetzt werfen wir ihm erst einmal ein paar Hack ins Gesicht. Damit überhaupt nichts passiert. Ne? So. Und dem Dick. Wow, leck, da haben zwei Dicke unten. Dann kümmern wir uns zuerst einmal um ihn da. Ich weiß zwar nicht, wie der Holzstecker durch eine Eisenglocken durchkommt, aber das soll der andere für uns herausfinden. War, glaube ich, gescheiter, wir gehen da von der vorderen Seite rein. Beziehungsweise da komme ich aber jetzt auch gar nicht zurück gerade im Moment. Ja, okay. Ist er vergiftet? Au. Ja, er ist vergiftet. Das ist gut für uns. Gut, dass der gerade so schön von mir abwerfen lässt. Das ist zauberhaft. So, den Rest erledigt das Gift. Okay, hier ist er schon mal. Oder ist noch einer und, glaube ich. Da hinten steht auch noch einer. Ah, da ist der Ritter Kunibert. Okay, perfekt. Der ist hinten aufgegangen. Der stört mich aber jetzt dabei nicht. Moment, kann ich die aufmachen jetzt? Ah, sehr schön. Birgit, ist gut bei mir, danke. Bei dir hoffentlich auch. Genau, weil da haben wir da jetzt nämlich wieder in der Kirche. Ah, da unten der schön mit Dom weiter, okay. Für mich fein. Da ist zugenagelt, okay. Ja, jetzt hör mal dein Werker auf Dom, ich komm ja gleich. Ah, da kam man aus dem Reich der Toten wieder raus, okay. Okay, das Gebiet ist sehr verzweigt. Keine Ahnung, wo wir lang müssen und ob wir da richtig haben, aber wir werden es schon rausfinden. Wo haben wir jetzt? Im Schlafzimmer. Ganz offensichtlich. Verbesserte Empyriumsgranaten. Okay, perfekt. Gibt jetzt so viel Wege und Möglichkeiten jetzt gerade eben, ne?
Ah, da oben läuft auch noch ein Idiot umeinander. Das war eine Erinnerung. Oh, hi, die hab ich ja gar nicht können sehen. Ja, wo ist jetzt? Wieder nicht. War jetzt vielleicht eher suboptimal, was ich da jetzt da habe, aber okay. Ja, Kim. Dass ich aber jetzt mehr auf den gleichen Trick greife, gell? Schon faszinierend. Weggefressen mir aber geht gut und hier ist ein ekliges Wetter, dunkel und windig wird's auch. Perfektes Wetter, um Couch zum Chillen und Stream zum Schauen, darf ich fast behaupten, oder? Das ist wieder ein Boah, leck, Alter, das ist so verzweigt, das Gebiet. Wahnsinn. Okay, da kannst du aus dem Reich der Toten, indem du umgehst, okay. Aber wir haben ja gerade nicht im Reich der Toten. Mal so pauschal ein wenig rumluren. Da geht's außer. Bei dir schaut es genauso aus. Ja, bei uns ist es auch so richtig mies Wetter. So richtig herbstlich. Aber ich muss nicht gar sagen, ich bin ganz froh drüber, über so ein Wetter jetzt aktuell. Ja, ganz ehrlich, ich bin zwar Verfechter von Sommerwetter, das wisst ihr. Aber es passt halt einfach nicht zum fucking November. Der November, der soll halt für mich schön trüb sein. Ein wenig nass, ein wenig kalt draußen, damit man sich gemütlich in die Wohnung chillen kann. Und man nicht ein schlechtes Gewissen haben muss. Und da macht man dann tatsächlich auch Streamen noch mehr Spaß, als wir ohnehin schon. Schild der Trinität, okay? Es hat sich so ausgezahlt, dass ich mir das angefangen habe. Oh, da liegt noch etwas. Schutzspiegel. 3 Stück. Ja. Boah, leck, Alter, bist du Olympiastab-Hochspringer oder was geht? Boah. Alter, der hat mit, als ob der mit einem Satz 6 Meter, ja gut, 6 Meter vielleicht nicht, aber 3 Meter schon. Alter, der hat Federn in die Sprunglenker, sagt der, wie es ist. The boy is real. Ach, da haben wir aufgegangen, okay. Kann von dieser Seite aus nicht geöffnet werden, okay. Haben wir jetzt da? Kommen wir aus dem Reich der Toten zurück.
Da geht's dann da durch. Oh, der Kunibert. Ist ja so geil, weil bis das der mal da ist, da war ja schon die Hälfte vom Leben verloren. So theatralisch sterben brauchst du dann auch wieder nicht. Ah, da ist finster. Das Ding nicht mal drauf. Du siehst schon mal, da kommen wir aus. Da kommst du dann da drüber, okay. Und auch von der Seite nicht geöffnet werden. Okay, ein Haufen Diene, wo man nur von der anderen Seite einfach mal kann. Sehr gut. Und erst einmal haben wir da hergemacht. Hallo, ich mag immer ein bisschen. Oh, hi. Es gibt so viele Wege. Okay, da geht's erstmal nicht weiter. Dann müssen wir in die andere Richtung. Das Gebiet schaut ja da geil aus, gell, mit dem Gebiet. Oh, da hinten ist ein Sauron sein Turm. Okay, perfekt. Ja, der ist gerade drauf und drauf wieder zurück zum Kern. Ne? Freunde der Sonne, das ist eigentlich Mordor, wo wir gerade haben. Wir wissen es nur noch nicht. Und das ist eigentlich der Schicksalsberg, wenn du mich fragst. Wolleck, den habe ich gar nicht gesehen. Nein, das ganze Spiel war so viel gemütlicher, wenn diese scheiß Bogenidioten nicht umeinander rennen da. Ei, das Avisieren. Oh. Wie sind der voll Spaß? Du kleiner Wichser, du. Ja, perfekt. Okay, jetzt sterbe ich. Jetzt habe ich ein Verschäftsproblem. Nur mal schauen, wie du aus dem rechten Toten wieder rauskommst. Ah, doch, perfekt. Ich hab zumindest noch eine Heilung. Okay, das haben wir ja aufgebracht. Da ist die Kirche. Da ist die Kirche. Ja, dann gehen wir jetzt erst einmal an unseren Samen. An unseren Samen da hin. Lebt mich am Arsch! Ziemlich verzweigt die ganze Musik da. Gehen sogar noch mehr. Schwarzes Tor wo? Kommt bestimmt noch. Werden wir bestimmt noch durchmarschieren.
So, das müssen wir uns auf alle Fälle merken, da geht es nämlich dann auch noch weiter. So, das Tor haben wir ja aufgemacht. Ah, da ist natürlich jetzt der Glockensepp auch wieder drin, ist eh klar. Ah, suboptimal. Gut, dem sei Gift tickt. Seine Zeit läuft ab, wenn du so willst. Was richtig krass war, ist, wenn die also die Beile, die wo ich da wirf, wenn die noch Blutungsschaden machen. Das war so geistesgestört, okay. Ja, genau, geht du da mal wieder rein. Das ist. Suchst du jetzt noch einen Doktor oder was? Jetzt mal wieder am Streich, hilft da weiter. Okay. OP. Fuck. Okay, jetzt zieht sie zurück. Boah, es ändert zwar an deiner Situation jetzt nicht wirklich was. Ja, schade, bevor er aussieht, stirbt er ja perfekt. Okay. Müssen wir auf alle Fälle aufpassen, dass bevor er mir... Wie triggert das eine Luft? Ja, ja. Müssen wir jetzt auf alle Fälle aufpassen, bevor wir da jetzt ums Eck gehen, dass wir den Bolzenidioten ausschalten, weil der hat's mir versaut. Und der steht da nämlich irgendwo. Aha, da geht der Große umeinander. Und da hinten steht ja die miese Drecksau.
ist der. Das ist brutal, wie viel einfacher so eine Situation wird, wenn ein Abfuck-Gegner weniger von Haus aus da ist. Mann, warum haben da lauter Tiere, wo man von der Seite nicht öffnen kann? Ah, Herrgott Seele, wenigstens die Tiere, der werden wir. Wobei, wait a minute. Okay, das war jetzt, also das war jetzt richtig bitter gewesen, wenn ich jetzt das nicht, wenn das jetzt gegangen war. Dass ich bei allen Türen, die wo man von der Seite nicht öffnen kann, und durch die Lampen durchgehe, China. Jetzt häng ich ab. Oh nein. Lasst's mir bloß aus der Tür aus, ich schwör's euch bei Gott. Du machst jetzt. Okay, den haben wir nicht können sehen. Strahlende Pfeile, okay. Bringt mir nichts, weil ich keinen Pfeilbogen habe. Okay, 2 Hundteile, die wo schon wieder auf mich warten. Au. Schwachkeit wo? Also wieder der Kunibert runter, perfekt. Okay, es gibt jetzt auf alle Fälle schon wieder so viel. Bei ja, von der Seite wieder nicht mal. Grütze, Wix. Hey, warum kann ich an. Achso, der ist. Okay. Ah ja, perfekt, easy. Ja, GG, Brudi. Schauen wir schon, dass ich noch mehr aus dem rechten Ton rauskomme. Ist einmal Phase 1. Er war da vorher nicht. Okay, ich dachte, er war. Ah, da ist. Okay, geht's mir gleich leichter. Gut. Ist mir der jetzt bis dahinter noch gerannt? Respekt.
Respekt, der ist mir bis daher noch gerannt. Rudi, hätte ich nicht gedacht. Die Frage ist, hat man da jetzt noch andere Gegner noch gerannt? Okay, wir haben eine schwere Windwarnung. So schaut's aus draußen. Okay, ja gut, ich hab jetzt von uns noch nichts mitgekriegt, offensichtlich, aber ich höre jetzt auch ehrlich gesagt gerade noch nichts. Okay. Lauter Tieren wohl von der Seite nicht reinkommen. Na, herzlichen Glückwunsch. Hat er mit Tobi übergegangen, oder? Achso, okay. Da hinten ist ein Mainboss. Der hat einen Geist. Einen Geist sogar, ja, der hat ihn dabei. Wenn wir beim nächsten Mal auch noch so einen Punkt haben, wo wir rosten können, müssen wir uns auf alle Fälle wieder so Dinger kaufen, damit wir Munition noch craften können. So. Da können wir nicht rein, jetzt was. Okay. Es geht halt schon, es ist halt so krass weitläufig, das Gebiet, gell? Na gut, das ist die Innenseite jetzt, da haben wir quasi vorher drin umeinander gerannt. Ah, wieder der Bolzensepp, da schon her. Ach, jetzt können wir da dann rein, oder was? Da hinten ist eine Truhe. Die Truhe ist aber sehr wahrscheinlich nicht unbewacht, oder? Ah, die zwei Ritter werden lebendig. Brudi, sag ich dir, wie ist diese beiden... Oh, leck. Vergiss es, das ist wenn ich da jetzt einige, weil ich mir 1000%ig sicher sagen kann, dass irgendwer, also wahrscheinlich mindestens zwei von den Ritter da hinten, das sind nicht nur Attrappen, also der eine oder andere ist wohl eine Statue, aber da werden... Das weiß ich als erfahrener Soulspieler, dass die da hinten lebendig werden. I don't take this bite. Na gut, da kann man jetzt zusammensitzen, gell? Und ich hab natürlich wieder keinen. Ja, blöd. Blöd, weil wir keinen haben, aber gut. Beam der Kraftschädel. Vielleicht vergunnen sie uns aber einen anderweitigen Shortcut. Ah, kann wieder nicht von der Seite aufwarten. Hey, ich verstehe die Frage nicht. Gibt es da eigentlich einmal irgendein Tier, die wo ich aufmachen kann? Offensichtlich nicht. Da ist ein Lord da. Jetzt erst gesehen, die kann man nach unten treten, das ist schon mal gut für uns. Okay, wir haben einen Shortcut. Gewissermaßen haben wir einen Shortcut. Ja, gewissermaßen ist dieser Shortcut. Okay, den nehmen wir mal ja so. Den nehmen wir mal ja so. Hauptsache wir haben einen. Ist fein. Ah, man muss auch mal mit den Dingen zufrieden sein. So, das ändert aber nichts an der Tatsache, dass ich trotzdem gern da eine mehr her. So. Das da hinten brauche ich gar nicht probieren. Ist das eine Burg, wo wir mir da haben, oder?
Boah, leck, da geht's halt auch noch weiter. Schlüssel von Abt Wernhoff benötigt, okay? Abt Wernhoff. Den Schlüssel haben wir noch nicht. Ebenfalls mit Abt Wernhoff. Okay. Das heißt, wir kommen da jetzt aktuell gar nicht weiter. Oh, da liegt was, warte mal. Bringt uns jetzt da aktuell nichts, oder? Warte mal. Aha. Da ist ein Aufzug. Muss mir raten, der geht nicht. Ah doch, der geht so. Da bin ich jetzt gespannt, wo der Aufzug hinführt. Oder doch in die offensichtliche Falle reinlaufen. Ja, das halten wir jetzt einmal noch schnell vor. Ich möchte jetzt da erst einmal schauen, weil wir haben ja theoretisch unten, wo wir unseren Setzling gemacht haben, geht es nämlich auch noch mal außer in den Innenhof rein. Da haben wir uns auch noch nicht umgeschaut. Ah, jetzt haben wir da innerhalb von... Na, Name druckst du deine Keule nicht ins Gesicht, das garantiere ich. Okay, lass mich ran, jetzt kann man da endlich aufmachen, oder? Okay, und ich glaube, ich weiß, wo wir Hand. Boah, leck, schrecklich. Ja, okay. I see what it is, man. So haben wir wiederum dumm. Mehr oder weniger. Jetzt nur mal schnell an die Laternen, damit wir mal rosten. Oh fuck, das funktioniert ja von der Seite gar nicht. Da kann ich halt niemals umspringen, oder? Das kannst du vergessen. Das geht sogar tatsächlich. Ja, okay. Das war jetzt anstrengend tatsächlich, ein bisschen. Aber es gibt da so wenig Eckpfeiler, wo du die jetzt aktuell hinhocken kannst. Das ist gerade das Problem.
kaufen wir wieder ein. Weil das zahlt sich tatsächlich richtig aus. Jetzt passt auf. You again. Nehmen wir uns noch ein groß her mit. Okay. Gut. So, gehen wir noch zum Setzling. Zum Setzling, Sepp. Schauen wir mal, was mit den Ritterzweis ist. Dann mache jetzt einfach mal ein News sein. Warte mal, da war doch die Lorte irgendwo, oder? Da ist. Kommt sie mir raus. Au! Au! Ja. Treppensteigen meine Kinder die nicht, also zumindest hoffe ich das jetzt einmal. So. Und wir rennen jetzt einfach mal offensichtlich in die Falle. Treue Verteidigerin Kyra und Liren. Ja, das war mal eigentlich. Okay, 2 gegen 1 ist madig. Ah, die eine castet nur und die andere greift an. Okay, never mind, die andere greift auch mit an. Aua. Vielleicht kriegt man den Schlüssel auch von denen. Sich auf 2 zu konzentrieren ist jetzt gar nicht so einfach, gell? Ah! Okay, die Schwerter machen wir.
Tatsächlich auch Schaden, okay. Gut, die Anna ist schon mal vergiftet, das ist ja schon mal was. Wow, okay, den habe ich nicht können sehen. Über mehr erst um sie. Ronny ist hier. Oh, Lex, sag mir jetzt bitte die Idee, dass die eine die andere nicht heilen kann. Das wäre mies. Whatever, Revival. Okay, ähnlicher Boss wie in Dark Souls 2. Du musst beide in relativ gleicher Range overbringen, damit die eine die andere nicht heilen kann. Okay. Wo ich eng mit der Laterne ausziehen, ist die Frage. Ach, hau ich jetzt zu mir ab mit deinem scheiß Schwert oder auch. Keine Söhre, aber jetzt eigentlich gut gelungen. First try, bitch! Regel der Weisheit. Was war da? Achso. Oh, was hat mir jetzt das gebracht, da ich die besiegt habe? Nix, oder was? Leuchtendes Schwert der treuen Verteidigerin. Schau, aber das Schwert ist OP von denen. Ja, kann ich nur leider nicht tragen, weil kein Strahlen. Weil der rein den Klinge. Okay. Ich habe irgendwelche Augen gekriegt. Heilige Quintessenz, Umbra-Laterne, Küchenschlüssel. Okay. Ich hab da einen Setzling, ja, aber der hilft mir jetzt so ehrlich gesagt eher weniger. Ja, ich weiß jetzt gerade, wir werden dann da unten weiter müssen, vermute ich jetzt einfach mal. Pass auf. Aber ein Doppelboss im First Try nimmer. Der hat auch gut Seelen gegeben. Oh Gott, ich schätze mir, wir werden da in dem Innenhof weiter müssen dann. Weil wir haben jetzt da oben eigentlich relativ alles abgesucht. Ich schätze mir, dass wir dann da einmal weitergehen. Wird so werden. Dass wir uns dann da umschauen müssen. Wir haben ja dann noch ein anderes Gebiet da, wo wir rumschauen können. Aber Freunde, ich sag's euch, wie es ist. Das machen wir nicht mehr heute. Ich glaube, wir machen für heute einen Cut. Sag euch, wie es ist. Ich glaube, das klang für heute ganz gut. Da haben wir einiges erlebt und einiges gesehen und ich glaube, so jetzt von der Konzentration her bin ich so an einem Punkt, wo ich sage, okay,
Jetzt war's genau passend für mich. Wie schaut's aus? Hast du einverstanden mit einem da an der Stelle, abgesehen davon morgen sowieso weiter? Ne? Also, ihr müsst quasi nicht ganz so lange warten, bis wir weiter tun. Ist das okay? Ich glaube schon. So. Schauen wir, machen wir da mit zu. Moment. Ich bin gleich so weit. Gut. Freunde, hat's euch getaugt? Heute haben wir doch unerwartet viel gesehen, für das, dass wir eigentlich nur Backtracking betrieben haben. Wir haben Backtracking betrieben und haben aber mehr gefunden, als uns lieb war. Nein, es gibt 2 neue Gebiete. Ein Mainboss haben wir jetzt tatsächlich halt keinen gelegt. Ja, aber das wird wahrscheinlich noch früh genug kommen. Wir haben jetzt, ich glaube, was haben wir jetzt 2 Bosse gemacht? Ja, wir haben jetzt 2 Bosse gemacht tatsächlich. Waren zwar Sünderbosse, aber das ist ja wurscht. Aber ja, ich glaube, dass noch früh genug intens genug wird. Sagen wir es mal ja so. Aber ich glaube, es hat schon passt. Meine. Wie gesagt, wir tun da morgen an genau der gleichen Stelle weiter. Wir werden uns dann in dem Innenhof umschauen. Wir haben dann noch in dem Gebiet, wo wir letztes Mal uns aufgehalten haben, haben wir auch noch ein bisschen Backtracking zum Finden und zum Sehen. Schauen wir mal, was uns da noch reinläuft. Also ich glaube, da haben wir schon ein bisschen Content. War richtig schön. Ich hatte ziemlich viel Spaß. Das freut mich, Panzerknacker. Das freut mich doch zu hören, wenn es dir Spaß gemacht hat. Das ist ja wohl das Wichtigste. Genau. Na, taugt. Spiel taugt. Holt mich ein ums andere mal ab. Also vor allem, wie gesagt, das Leveldesign ist also richtig gut. Du laufst da in der Weltgeschichte rum, nichts ahnend, und auf einmal kommst du an einen Punkt außer, wo du niemals gedacht hättest, dass du da außerkommst, wo du aber schon vor Stunden einmal langgelaufen bist. Das ist halt schon Leveldesign auf einem ganz anderen Niveau. Also Hut ab an die Entwickler, die das da ausgeklügelt haben. Wie gesagt, Backtracking und Levelverbindung, das ist schon richtig gut gemacht da in dem Spiel. Also du kannst nichts sagen. Ich habe jetzt tatsächlich gefunden, die Gebiete heute waren wirklich die waren ein wenig angenehmer wieder zum Spielen. Im Vergleich zu den letzten 2 Streams, die waren schon ein wenig ekliger. Aber ja, der wäre einmal so, dass er ein wenig geschmeidiger von der Hand geht. Ich glaube, wir haben halt, weiß ich nicht, 2 oder 3 ein bisschen dumme Tore gestorben. Aber an und für sich. Bei den beiden Bossen immerhin Deathless und First Try, muss man auch sagen. Aber okay, um das geht es ja im Endeffekt nicht. Gut. Jetzt schauen wir mal noch, wer live ist. Naja, ist ja schon klar, wo wir da hingehen. Außer die hört jetzt auch auf, das war natürlich jetzt bitter, aber schaut nicht so aus. Dann gehen wir halt zur Yassi, hätte ich fast gesagt. Haben wir schon länger nicht mehr hingeradet. Gut, Freunde der Sonne. An alle Neuer, die wo gerade da haben oder vielleicht gerade dazugekommen haben, schaut gerne mal auf meinen Discord selber vorbei. Da kriegt ihr jede Woche einen Streamplan. Da wisst ihr dann Bescheid, wann ich wieder online komme. Oder druckt bei der Gelegenheit vielleicht aufs kostenlose Following. Das kostet nichts, aber da hat man schwer helfen. Dann kriegst du es auch mit, wann ich live gehe. Und die Basi-Gang kann weiter wachsen. Vielen lieben Dank an der Stelle wieder fürs Zuschauen heute. Fürs Dabeisein. Ich hoffe, es habt einen wenig lang gemütlichen Nachmittag verbringen können. Ich glaube aber schon. Raid-Command haben wir natürlich auch im Chat. Einmal für Subs und für Non-Subs einfach kopieren und dann bei der Yassi eindreschen. Wer die Yassi nicht kennt, österreichische Streamerin, die wo vom Make-up bis Horror eigentlich nahezu alles macht. Gerne mal bei der auch noch kostenlos einer folgen. Ist eine unfassbar liebe Person und ja, hat es auf jeden Fall verdient. War schön, auch wenn wir zu spät da waren, macht überhaupt nichts. Da du dein Real Life, das geht einfach vor, das ist einfach mal so. Genau, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Macht's noch einen schönen Abend. Wir fahren jetzt dann zu meinen Eltern und isst mir fleißig Currywurst. Und kommt's gut in die neue Woche. Ich werde morgen wieder live gehen. Morgen wahrscheinlich wieder um 5 Uhr, ganz normal wie unter der Woche. Da spielen wir dann, wie gesagt, da weiter und dann, ja, glaube ich, wird schon werden. In diesem Sinne, Leute, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Abend euch noch und viel Spaß bei der Yassi. Bitte euch.